wir haben über mehrere Monate immer wieder einen Blick hineingeworfen in den Korintherbrief. Und wir durften Bekanntschaft machen mit dieser Gemeinde. Wer gerne noch in die Predigten reinlässt, die sind auf unserer Homepage auch weiter noch verfügbar. Und wir haben dabei auch dürfen sehen, wie Gott mit der Gemeinde unterwegs ist. Und das ist wirklich etwas, was mich gerade so momentan ja, sehr anspricht oder mir auch zum Nachdenken anspricht. Aber wir haben so ein Hilde, wo ich wirklich auch mit ihm unterwegs bin, auch mit dem Peter natürlich auch. Und ich habe ja zu meiner Frau gesagt, dass wir ja geheiratet sind. Das ist ja eigentlich der Job vom Hildi. Harry, oder? Weil sie hat gesagt, als sie mich lernen kennen, hat sie gesagt, ja, wie ist denn das mit der Bekanntschaft und so? Und dann habe ich gesagt, ja, nein, Frau habe ich eben noch keine und Freundin noch nicht und so. Und dann hat sie gesagt, Christian, dann tue ich beten für dich. Dann tue ich beten für dich. Also das ist wirklich, und darum, es ist schon nicht, ja, es ist sehr etwas auch Nachs und etwas, wo mich nicht einfach jetzt kalt lässt, oder es ist ja wie jemand anderes, wo man vielleicht weniger Kontakt hatte. Es ist wirklich etwas, wo man auch nachgeht. Und es zeigt mir aber auch, wie eben, wir sind in einer Geschichte drin. Und du bist Teil von einer Geschichte, wo Gott am Schreiben ist. Und ich denke, wir dürfen uns da auch neu immer wieder freuen darüber. Wir dürfen Teil sein von Gottes Geschichte. Ich lese gerne Biografien. Und ich schaue auch gerne auf Leute. Und ich tue mir immer wieder auch überlegen, was an diesen Lebensbiografien ist etwas, das ich als Vorbild nehmen möchte. Etwas, das ich in mein Leben nehmen möchte. Etwas, das ich nachstreben will. Und es gibt natürlich auch das andere, wo man manchmal denkt, ja, nein, aber so möchte ich das gar nicht. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich mir auch immer wieder fest sage, nein, so möchte ich nicht werden, aber so möchte ich werden. Diesem Beispiel möchte ich nachstreben. Und jetzt könnte man so sagen, ja, der Schluss vom Korintherbrief, ich weiß nicht, wie es gegangen ist, wo der Luca den Text gelesen hat, dass du vielleicht denkst, ja, da gibt es ja mehr noch so ein bisschen Schlussgeplänkel, das hätte man eigentlich abschneiden können, oder? Das ist ja gar nicht relevant. Aber das ist eben genau das, was der Brief persönlich macht. Hier kommt nochmal etwas vom Herz von Paulus entgegen. Hier merken wir nochmal etwas von diesen Korinther, von den Empfängern vom Brief. Der Abschnitt fängt an, man kann das auf Deutsch so übersetzen, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft. So tut es der Luther übersetzen. Also das ist so wie, dass da nochmal eine Frage kommt. Und da kommt mir so der praktische Paulus entgegen. Darfst du mal die erste Folie einblenden? Ich habe so ein bisschen nach Bildern gesucht, die das auch unterstreichen. Und bei mir ist es so, ich durfte mal auf den Philippinen einen Einsatz machen, schon vor ein paar Jahren. Mein Onkel war dort als Missionar tätig gewesen. Und dann waren wir am Abend am Strand und hatten noch so ein bisschen Gemeinschaft gehabt. Und dann haben wir gesehen, dass da die Fischer am Netz ziehen sind. Und das ist genau so, hat das ausgesehen dort. Und dann haben wir gesagt, also komm, jetzt müssen wir denen helfen. Jetzt gehen wir auch helfen, ziehen, das Netz ziehen. Und das hat dann so ein ganzes interessantes Miteinander gegeben. Und das ist so für mich auch der Paulus, der mir als Praktiker entgegenkommt. Wir wissen, der Paulus war ein hochstudierter Mann, der hat wahrscheinlich das Alte Testament von hinten bis vorne auswendig können, aber der Paulus hat auch eine Sicht für die Praxis gehabt. Er hat eine Sicht gehabt, wo ist etwas nötig. Und so wird er ganz hier im Text auch ganz praktisch, indem dass er sieht, schau, so könntet ihr das jetzt machen mit dieser Sammlung.
Wie sollen sie mit diesen Spenden umgehen? Viele Christen aus der ersten Generation, hauptsächlich Judenchristen, die leiden in Jerusalem grosse Not. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, wie das da ist gegangen in der ersten Gemeinde miteinander, dass man eben alles hat geteilt, was man hatte. Und da hat man auch immer wieder Besitz verkauft und so hat man die Bedürftigen versorgt. Und man kann davon ausgehen, dass mittlerweile eigentlich weite Teile von diesen Leuten eben verarmt sind, weil sie auch keinen Besitz hatten. Aber man muss auch wissen, ja, die Umstände mit der römischen Besatzung waren auch nicht ganz einfach gewesen. Und jetzt könnte doch da der Paulus sagen, ja, tut denn nicht so wie die Christen in Jerusalem, die waren so dumm gewesen, sie hätten gescheiter das Zeug noch behalten sollen, sie hätten gescheiter anders sollen, sie hätten nicht so unmittelbar Jesus sollen wieder erwarten, dass er zurückkommt, dann hätten sie vielleicht auch ein bisschen besser geschaut auf ihr Geld. All diese Fragen bleiben hier unbeantwortet. Es steht eine Not im Raum inne und der Paulus beschreibt einen Weg, wie man dieser Not begegnen kann. Die Korinther werden sich bewusst, dass sie ein Teil vom Leib Christi sind. Und darum habe ich heute auch das Plakatchen hinten schon aufgestellt, vom Teilen und Beten. Die Kampagne, die fängt noch gerade nicht an. Aber es ist gut, wenn wir uns auch immer wieder Gedanken machen. Und was können wir geben? Und wie geht's an dem Teil vom Leib Christi, der leidet? Und da kannst du ganz klar, da könnten wir in genau gleiche Fragen reinkommen, was mache ich die dort falsch? Ich habe gedacht, ja, das ist, seit Jahrzehnten wird an vielen Orten Geld investiert. Und man hat fast das Gefühl, es sei nicht nachhaltig. Aber ich glaube, auch das bringt uns nicht weiter. Es gibt kriegerische Konflikte, es gibt Sachen, wo Leute nicht nach dem Willen Gottes leben, etc. Aber es ist vielfach auch die Frage, was ist der Teil, den ich tun kann? Ganz praktisch. Es ist eine Not vorhanden und was können wir tun? Und das hat ja der Paulus vorher schon wie auch theoretisch entfaltet. Er hat im 12. Kapitel, im 26. Vers hat er geschrieben, wenn ein Glied leidet, so sollen alle Glieder mit. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also, dass wir auch ganz praktisch dürfen merken, hey, wir sind lieb, wir gehören zusammen. Was können wir tun, damit sich die Situation von jemandem anders verändern kann? Tu jede Woche etwas auf die Seite. Tu jede Woche etwas auf die Seite, das du entbehren kannst. Und dann können wir das auf Jerusalem schicken. Ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Dienst an einem Ort tun darf, wo sehr viele praktisch lebende Leute sind. Also ich erlebe das immer wieder, auch hier in der Gemeinde im Zusammen unterwegs sein. Und das ist wirklich schön. Es ist eine Not da, es ist ein Problem da und dann kann man das eingeben und dann findet sich auch jemand, der sagt, mal, da kann ich anpacken. Aber ich habe gemerkt, ja, was ist denn der Schlüssel dafür? Was ist der Schlüssel dafür? Wir können uns jetzt so etwas auf das einbilden und sagen, ja, wir sind halt Praktiker hier im Tal. Wir sind halt noch Praktiker, wir sehen halt noch, was zu tun ist. Aber das hat eben auch mit dem zu tun, was ich da, die Sicht. Was haben wir für eine Sicht? Welche Bedürfnisse hat denn der andere? Wie kann ich gerade ihm helfen? Und ich habe den Eindruck, dass wir immer wieder auch die praktische Sicht dort verlieren, wo wir auch das Interesse am anderen verlieren. Und das kommt mir hier also in diesem Brief so entgegen, das Interesse für den Leib Christi, von Paulus, aber auch von den Korinther. Was haben wir für ein Interesse aneinander?
Und wir lesen in diesem Text auch, dass er dann sieht, es sollen da Leute mit auf das Jerusalem die Spende bringen. Er hätte ja können sagen von Anfang an, es heisst, ja, wenn es nötig ist, komme ich auch noch mit. Aber er sagt, ich komme dann, ich tue die Leute auslesen, für das Geld zu bringen. Und wenn es nötig ist, komme ich mit. Er sagt nicht, tut das Geld parat machen und ich bringe es dann. Das war für mich noch ein ganz spannendes Detail, das für mich das auch unterstreicht. Geht schauen. Geht schauen, wie es denen geht. Geht schauen, was die mit dem machen, wie die mit Gott unterwegs sind, wie sie das Geld einsetzen. Und bringen das auch wieder zurück. Das stärkt der Liebe Gottes. Wichtig, dass wir uns auch interessieren, gegenseitig. Und ich glaube, unsere Gemeinde, unser Chor, das kann noch ganz anders auch Stärke bekommen. Da kann noch ganz anderes Potenzial kommen, wenn wir uns untereinander viel mehr noch interessieren, um was es geht. Und überlege, was hat das mit mir zu tun? Und mir ist da so eine Geschichte von William Buß in den Sinn gekommen, wo er eines Nachts seinen Sohn wecken. Und er hat ihm gesagt, hast du gewusst, dass in London Leute für aussen schlafen? Und er sagt, Sohn, ja, das weiß man doch, oder? Aber am William Buß ist das so begegnet, als er durch die Straße durchgelaufen ist ihm das neu wie Schuppen von den Augen gefallen. Ah, da ist Not vorhanden. Da müssen wir etwas tun. Er geht hin, wie er ist. Wahrscheinlich auch nicht einfach für sein Umfeld, aber er geht hin und er sieht, so, jetzt müssen wir etwas tun. Ich glaube, es ist nicht daran, dass wir uns einfach in einen Aktivismus stürzen. Aber wir dürfen Gott fragen, wen oder was legst du mir aufs Herz? Was legst du mir vor die Füße? Und ich glaube, das ist ein Gebet, das wir alle eingeladen sind, jeden Tag wieder zu beten. Lieber Heiland, was ist heute dran? Wen willst du mir über den Weg schicken? Welche Begegnung darf ich heute machen? Wo darf ich mich für jemand anderes interessieren? Und nachher nicht nur die Sicht, sondern eben auch ganz praktisch tätig werden. Und also der zweite Punkt ist für mich so ein bisschen wie etwas Verbindendes, gehöre ich wie zusammen. Kannst du mir mal den zweiten Punkt einblenden? Das ist so, Möglichkeiten sehen. Das ist etwas, was ich am Paulus so auch bewundere. Er sieht überall immer wieder auch die Möglichkeiten. Er geht in der Apostelgeschichte, lesen wir die Geschichte, wo er da geht schauen, und dann sieht er, das sind verschiedene Götter. Und dann ist da noch eine Götterstatue, die heisst, dem unbekannten Gott, oder? Und er nimmt die Möglichkeit und kann der gerade zum Volk reden, gerade zu den Leuten reden, und sagt, schau, da ist etwas, ich kann euch jetzt gerade etwas dazu sagen. Also so Möglichkeiten erkennen. Der Paulus sagt, ich bin noch da am Arbeiten, weil hier habe ich eine offene Tür. Hier steht mir die Tür weit offen. Ich habe mir vorgestellt, der Paulus, was hat er für Möglichkeiten gehabt? Der hat kein Auto gehabt. Er hatte kein Flugzeug gehabt. Er hatte überhaupt keine, eine römische Straße. Gut, okay. Schiff, kein Internet, kein Telefon, keine funktionierende Post. Und dann habe ich gedacht, und er ist da tätig von Jerusalem bis an die Grenze von Mazedonien. Wir wissen aus späteren Berichten noch, dass er wahrscheinlich noch auf Spanien gegangen ist, also Rom sowieso, aber dann auch noch weitergegangen ist. Also das ist ja ein Riesengebiet, wo er sich da drinnen aufhalten. Und doch ergreift er die Möglichkeit und er macht sich Gedanken und er tut sich überlegen, wie das weitergehen kann. Und er sagt, schau, hier habe ich jetzt eine offene Tür. Jetzt bin ich da. Jetzt wollte ich hier ein bisschen investieren, weil hier sehe ich eine offene Tür. Und das ist wirklich etwas, was mich fasziniert. Aber das grosse Ding,
Und ich kann dem nachfühlen. Das kommt mir manchmal schon so. Ich denke manchmal, ja, eigentlich ist ja das nur Frutigen Adelboden. Frutigen Adelboden, Retour von daheim auf Frutigen in die Helsermeer und wieder zurück sind 31 Kilometer. Das kann ich mittlerweile ziemlich genau sagen. Und dann denkst du manchmal, das ist ein Riesengebiet und wer ist da alles drin und überhaupt. Und dem Paulus, sein Gebiet war ja viel grösser gewesen. Aber er ist da drinnen tätig und er sieht Möglichkeiten. Und da möchte ich am Paulus nacheifern. Ich möchte auch mehr Möglichkeiten sehen. Und mehr sagen, ja, jetzt sehe ich hier eine Möglichkeit und jetzt bin ich gerade ein Moment da. Und was ganz interessant ist, seht ihr, ja, es ist eine offene Tür, wir sehen Haufen Möglichkeiten, aber es ist auch Widerstand. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wenn doch Widerstand ist, wo ist denn die offene Tür? Aber dass der Paulus sich eben auch gerade nicht durch Widerstand lässt, aus dem Konzept bringen. Manchmal habe ich fast das Gefühl, wenn wir auch so wieder in der Apostelgeschichte oder in den Briefen schauen, könnte man fast so ein bisschen den Eindruck haben, der Paulus, der sucht fast ein bisschen den Widerstand, oder? Er geht fast gerne dorthin, wo er ein bisschen unter Druck gesetzt wird. Aber er tut nicht die Energie investieren in die Bekämpfung der Gegner. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir mitnehmen dürfen, bei Möglichkeiten erkennen. Wisst ihr, unser Glaube, der hat jedes ein bisschen anderen Glauben, ein bisschen. Und das sehen wir alle vielleicht so in Details, in Nuancen sehen wir es vielleicht ein bisschen anders. Und das ist eigentlich noch recht einfach, ja, wenn wir zusammen unterwegs sind und dann können wir verkehren miteinander. Könnten wir, gell, Anita? Wir sind uns eigentlich auch noch recht einig. Ausser mit den Schnecken bin ich einfach mit den Schnecken bin ich nicht einig mit der Anita. Die Anita hat mir gesagt, ich muss mich versöhnen mit den Schnecken. Ich kann es einfach nicht. Und ich bin letzten Sommer durch den Garten und habe gesagt, Anita hat gesagt, ich soll mich versöhnen mit den Schnecken. Ich soll mich versöhnen mit den Schnecken. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist fertig, bin ich gerade Cherry und dann bin ich die Schnecken auch verhauen. Ich kann es nicht. Aber wir könnten ja jetzt darüber diskutieren, wir könnten jetzt Energie drin investieren. Anita, du musst die Schnecken bekämpfen. Das ist wichtig. Und sie können sagen, nein, du musst endlich die pH-Werte in deinem Garten verändern, dass die Schnecken gar nicht kommen. Und dann könnten wir Energie darauf verwenden und jetzt einander aufreiben und kämpfen miteinander. Aber es ist so schön, wie wir einander bereichern können, gerade in diesem Thema. Und ich glaube, das ist im Glauben auch wichtig. Dass wir Möglichkeiten suchen miteinander. Wo können wir miteinander etwas bewirken? Wo können wir miteinander das Reich Gottes vorwärts bringen? Nicht die Energie in die Bekämpfung der Gegner investieren, sondern dass wir Segensbringer sein dürfen. Und ich glaube, da braucht es etwas, da müssen wir an uns schaffen. Und da braucht es etwas, das Erste ist, dass wir uns gut selber reflektieren können. Dass wir in die Stille gehen und uns selber reflektieren. Und da passt mir eben der vom Schach. Das ist ja ganz ein langweiliger Sport, Schach, oder? Ich sage, das ist ja gängig das gleiche Spiel. Aber die stundenlang überlegen, welchen Zug das sie jetzt machen als nächstes. Was bringt es? Was tut das, wenn ich jetzt diesen Zug mache, was tut das wieder auslösen beim anderen? Wie reagiert er darauf und so? Das ist das Sinn, aber ich glaube auch, uns zu überlegen, um was geht es jetzt? Um was geht es jetzt bei diesem Kampf, den ich kämpfe? Geht es jetzt wirklich um das Reich Gottes? Oder geht es darum, dass ich meinen Kampf oder meinen Sieg erringen kann? Das ist etwas, was ich auch immer wieder muss sagen, um was geht es jetzt da genau? Ist es mein Kampf oder ist es Gottes Kampf? Und in Gottes Kampf, da dürfen wir einsteigen. In Gottes Kampf, da dürfen wir Vollgas geben. Und seine Möglichkeiten suchen, seine offenen Türen brauchen, reingehen. Und mir ist es so,
wie in diesem Text auch noch so ein bisschen eine Prüfmöglichkeit drinnen ist. Und das wäre dann so das Dritte. Mitarbeiter können freisetzen. Habt ihr da schon so einem Falkner zugeschaut? Der lässt den Vogel einfach gehen. Aber der kommt zurück. Der kommt zurück. Wir haben damals im Tessin so eine Vogelshow geschaut. Das ist also ganz faszinierend. Und dann ist er am anderen Ort her und dann hat er ihm gerufen und dann ist wieder zurückgekommen. Der Vogel, der Adler oder der Falk oder was es so ist, der kann nichts tun für einen Falkner, wenn er ihn nicht freisetzt. Der Paulus hat das in Antiochia erlebt. Wir lesen das im Apostelgeschichte 13, Vers 2. Dort heisst es, gebt mir Barnabas und Saulus für eine besondere Aufgabe frei. Also die Gemeinde in Antiochia ist aufgefordert worden, dass sie der Saulus, der Barnabas eben freigeben sollen. Dass sie etwas anderes tun können. Der Paulus, ein ehemaliger Gegner vom Christentum, von Christus selber, er wird zum Mitarbeiter freigesetzt. Und nicht nur das, er tut auch andere zur Mitarbeit freisetzen. Das ist etwas, das zieht sich durch den Dienst von Paulus durch. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte mit dem Barnabas, wie er sich da überwirft wegen Johannes Markus und so. Auch da, das ist nicht frei von Konflikten. Das ist nicht frei von Konflikten. Aber auch dort bei Trennungen, ich habe das Gefühl, wenn es da Trennung gibt, es gibt eine Multiplikation von der Mitarbeiterschaft. Also wenn wir miteinander nicht mehr den Weg sehen, dass wir andere auch freisetzen dürfen, aber auch grundsätzlich, dass wir freisetzen dürfen. Hey, das ist so cool, dass wir heute zusammen den Gottesdienst machen. Und dass wir die freisetzen dürfen. Und dort tut man dann nicht entmutigen nach dem Gottesdienst. Das heisst da. Wenn aber Timotheus kommt, dann seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann. Also wenn jemand etwas macht in der Gemeinde, dass wir nicht, sondern dass wir sie ermutigen. Dass sie nicht Angst haben müssen. Ja, nein, also dafür. Das stehe ich ganz sicher nicht, weil dann kommen dann wieder 10 Personen und sagen, das ist letztes oder das ist letztes oder so. Tun wir ermutigen, tun wir freisetzen. Es ist wirklich, der Briefschluss, das ist ein herrliches Beispiel, wie der Paulus Mitarbeiter freisetzen. Wenn der Timotheus zu euch kommt, dann schaut, dass er nicht entmutigt wird oder eben nicht mit Furcht muss bei euch sein. Tut ihn nicht verachten. Tut ihn mit einem guten Einvernehmen verabschieden. Gebt ihm mit, was er braucht. Jetzt geht er an einem anderen Ort wirken. Dann geben wir ihm sicher nichts mit. Also auf den Epheser auch noch etwas schicken. Da. Nein, dann können wir ihm noch etwas mitgeben. Noch unterstützen. Ich erwarte ihn wieder, dass er wieder zu mir zurückkommt. Und nachher habe ich noch den Apollos, der Bruder Apollos, dem habe ich lange zugeredet, dass er doch auch mitkommen soll. Aber er hat bis jetzt einfach nicht wollen. Aber wenn es ihm dann besser passt, dann wird er dann kommen. Also, der schreibt da nicht, jeder Apollos, das ist halt ein Sturm, der hat halt auch nicht kommen, der ist halt ein verbohrter Typ, oder der ist halt noch nicht so weit. Ich habe ihm zugeredet und ich habe ihm probiert aufzuzeigen, was auch der Apollos könnte tun. Und vielleicht, ja, darf manchmal auch etwas eingeben. Jetzt könntest du doch etwas sagen, mal eine Moderation machen. Und irgendwann sagt er, komm, jetzt machen wir es. Dass wir da auch Leute einfach freisetzen. Wir dürfen andere senden und freisetzen, aber wir dürfen auch andere in der Entscheidung ernst nehmen. Es geht nämlich auch da nicht darum, um meins. Darum habe ich gesagt, das ist so ein bisschen ein Prüfpunkt.
Es gibt Leute, die sind sehr gut im Leute mobilisieren. Und dann habe ich manchmal auch schon beobachtet. Und dann auf das Mal, wenn sie dann irgendwie, dann lässt man sie dann fallen wie einen heissen Herdöpfel, oder? Und ich habe das auch schon gesehen zu Rüdi. Ich habe gesagt, ja, jetzt ist es nicht mehr sein Projekt. Und ich muss mir das auch an die Nase nehmen. Es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Projekt und dass ihr mir helfen müsst, mein Projekt zu verwirklichen. Natürlich ist es ist unser Projekt. Und natürlich, ich bin da angestellt und das wird ein bisschen zu meinem Projekt, das ist ganz klar. Aber die Helsermeer Frutigland, das soll unser gemeinsames sein. Der liebe Christi, das soll unser sein, da sind wir genau gleich Brüder und Schwestern miteinander unterwegs. Und dann haben wir verschiedene Funktionen, da dürfen wir einander unterstützen. Aber es geht nicht darum, dass ihr mir helft, sondern dass ihr dem Reich Gottes helft. Und dass wir uns auch immer wieder prüfen können, um was geht es jetzt genau. Ich bin nicht so wichtig. Ich bin nicht so wichtig. Ich habe im Altersheim die Geschichte vorgelesen von dieser Heilung von diesem Epileptiker. Und da sind die Leute zuerst zu den Jüngern gegangen und die haben ihn nicht heilen können. Dann sind sie zu Jesus gegangen und haben gesagt, du, die haben ihn nicht heilen. Kannst du uns jetzt helfen? Und das ist mir wirklich so, wie dass der manchmal der Dienst im Reich Gottes eben gleich wieder wie unseres wird. Jetzt muss ich dem helfen. Und wir sind nicht so wichtig. Wir sind nicht so wichtig. Wir sind sehr wichtig und gleich sind wir nicht so wichtig. Weil es geht immer um Gottes Reich. Es geht nicht darum, mein Ego zu befriedigen, sondern auf Gottes Wirken, seine Fähigkeiten, Menschen zu rufen. Und wir dürfen ja vertrauen, dass er uns die Leute an die Seite gibt, für Sachen, wo wir eben Unterstützung brauchen.